Well, well, well. Looks like Minnie's haberdasher is about to get cozy for the next few days. Yes, it does. The Hateful Eight, das 8. Werk von Quentin Tarantino. Ich würde mal behaupten, das ist mein Lieblingsregisseur, weil Inglourious Basterds ist mein persönlicher absoluter Lieblingsfilm. Ooh, that's a bingo! The Hateful Eight erzählt die Geschichte von 8 Menschen, die zusammen in einer Hütte Zeit verbringen müssen, weil draussen ein Schneesturm tobt und sie nicht weiter können. Und dann mit der Zeit merkt man aber, dass gewisse von denen nicht sind, wer sie sagen, dass sie sind. Und das ist eigentlich so eine Synopsis von Tarantinos im neuesten Werk. Jetzt ist die Frage, ist er gut? Ich sage ja. Es ist ein absolut cooler Film. Er geht so ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln von Tarantino, habe ich das Gefühl, weil er ist mehr Reservoir Dogs als Django Unchained. Weil Reservoir Dogs war ja sein erster Film, mit dem, wo er quasi so ein bisschen aufmerksam gemacht hat auf sich selber. Django Unchained war sein letzter und der hat einen Haufen Leute gefallen. Dann hat er sich nochmals Western-Setting gepackt und eine komplett andere Geschichte dort reingeschmissen. Und eben, wie gesagt, es ist mehr Reservoir Dogs als Django Unchained und das muss man einfach wissen, weil bevor man dort reingeht, es ist nicht Django 2. Er hat praktisch nichts mit Django am Hut. Er hat eine andere Art von Humor, er hat eine andere Art von Story. Er spielt nur an 2 Orten, und zwar in dieser Hütte und in einer Kutsche. Also das muss man einfach wissen, dass es nicht so ein cool, fun, Spass-Western ist, wie jetzt Django im grossen Teil war. Die Story, die er da geschrieben hat, quasi setzt sich auf, um etwas zu sein, aber er führt den Zuschauer wie immer so ein bisschen an der Nase rum und findet, jetzt gehen wir in die Richtung und dann macht er wieder eine Wendung und plötzlich ist es anders, als man sich eigentlich ursprünglich vorgestellt hat. Und das finde ich eigentlich noch recht cool. Ich bin am Anfang ein bisschen irritiert, gesagt von, hui, das ist ja gar nicht so und so, wie ich das gedacht habe. Aber er hat gleich noch seine Tarantino-Traits quasi drin. Er hat sehr cool gefilmt, was er eigentlich immer macht. Er hat immer noch so eine ähnliche Farbpalette, so wie vorher. Dann hat er lange Einstellungen, wo es wenige Cuts gibt. Dann hat er wieder einmal mehr super Schauspieler ausgewählt für seine Rolle, die er möchte zeigen. Und es hat wieder viel Tarantino-Blut so drin. Der Tarantino weiss einfach, wie dass er seine Rolle muss casten muss. Und er hat auch einmal mehr ein super Casting zusammen. Tim Roth ist super, den man kennt von Lie to Me oder Reservoir Dogs oder Pulp Fiction von Tarantino. Dann der Kurt Russell und Jennifer Jason Leigh heisst sie, glaube ich. Die sind auch wirklich cool zusammen, wie sie eine eigene quasi kleine Dynamik entwickelt. Und auch sonst ist es wirklich super gespielt von denen. Aber der Showstealer schlechthin ist einfach der Samuel Jackson. Der Typ ist einfach so ein geiler Schauspieler. Das ist der Wahnsinn. Auch jetzt da wieder kann man nichts sagen, der spielt so hure gut. Was mich sehr erstaunt hat, ist, dass der Channing Tatum dabei ist und der ist ja nicht bekannt dafür, dass er ein super Schauspieler ist, er ist ja ein toller Tänzer, aber auch er stimmt eigentlich, es ist gut, er passt zwar allgemein nicht ins Bild, weil es sind nicht so die Schönlinge, die dort mitmachen, das sind nicht super schöne Modelmenschen und sie spielen auch sehr dreckige Figuren und das passt irgendwie so nicht zum Channing Tatum, aber der hat das auch wirklich gut gemacht, er ist nicht so oft im Film, also nicht so lang im Film, er hat nicht so viel Screentime, aber für das, was er macht, habe ich ihn eigentlich wirklich cool gefunden. Genauso mit dem Michael Madsen, der ist anscheinend sehr, sehr schwierig zum Zusammenarbeiten mit dem. Aber der hat auch wenig Screentime, er hat wenig zu tun, habe ich ein bisschen schade gefunden, ich habe seine Figur noch spannend gefunden, aber er hat nicht so viel zu machen, aber wenn er etwas macht, dann ist er eigentlich recht gut, finde ich. Und auch der ist wie ein Tarantino-Film so ein bisschen üblich, sehr lustig, aber nicht so mit dem Holzhammer präsentiert, so der Kokosnuss den Kopf bekommen, sondern einfach so aus der Situation raus, also ist es eigentlich eine Situation-Comedy, also eine Sitcom. Nein, Spaß beiseite. Es ist einmal mehr wirklich ein sehr lustiger Film. Das entsteht vor allem aus den Dialogen und aus den Figuren, wie die miteinander interagieren. Und das ist einfach so cool. Es hat einen Monolog in der Mitte, wo ich vom Sam Jackson habe ich zuerst gefunden, das ist jetzt ein bisschen too much, aber schlussendlich ist es einfach gleich hure lustig. Und auch da wieder, Tarantino hat gern Gewalt irgendwie in seinen Filmen. Er bringt das aber auch nie brutal eigentlich über, sondern mehr lustig.
Es hat so die Cartoon-Gewalt, wo du denkst, ja genau, das passiert nie. Was man von The Hateful Eight einfach wissen ist, dass es ein eher langsamer Film ist. Das Pacing, das Tempo ist nicht wirklich das Geschwindeste. Er nimmt sich sehr viel Zeit, um seine Figuren etablieren und zu erzählen, wer so ein bisschen wer ist, und positioniert die Figuren dort quasi auf dem Schachfeld, wo er dann so ein bisschen spielt damit. Und er ist auch sehr lang, mit 2 Stunden und 45 Minuten. Für mich war er aber nicht langweilig, aber man merkt ihm die Länge halt so ein bisschen an. Er zieht sich stellenweise ein bisschen, aber ich wüsste nicht, was man rausschneiden könnte. Von dem her kann ich es dem Film nicht vorwerfen. Das war mein Review von The Hateful Eight, dem 8. Film von Quentin Tarantino. Es ist nicht mein Lieblings-Tarantino. Inglourious Basterds wird der Topspot wahrscheinlich noch ein Zeitchen halten. Jetzt ist die Frage, welches ist denn euer Lieblings-Tarantino-Film? Vielleicht kann ihn The Hateful Eight ja ablösen. Auf jeden Fall danke ich vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt, und ich sehe euch beim nächsten Mal.